Hey en welkom til en frischen episode van de Plurastunde. Ik ben hier van de gans alleen. David has zit gekleefd. De Canada. Zum Arbeiten doen. Aber don't worry, hij wordt meest voor zijn. Dan worden we hopelijk weer dat topjan episodes recording. Ik heb hand en tree gerabbeld van wat wil ik vertalen. Lohnt zich dat verhaps alleen een podcast te doen, waar ik genoeg te vertalen heb. En wanneer, dat wat ik vertalen wil, wat het tot wird zijn voor jullie. En ik kwam op deze idee. Ik wil van some vertellen wat in jeder einer van ons heeft. Kostruden wordt dat? Dat zijn Aunjewanheiten. En jeder einer van ons heeft at least eine Aunjewanheit, goed oder schlecht. Wat zijn Aunjewanheiten? Aunjewanheiten zijn de staten, ik word einmal in English lesen. This definition. Recurring actions repeated often enough that they become ingrained in the brain's neural pathways. So, in Plotitsch würde es sein, Dinge, wat die fertig genug hängen unter das, zum dort den Verstand sich der auswendig lernen hat. Und wenn es dir so weit ist, und wenn du es fertig genug getan hast, dann brauchst du nicht mehr übergraben, zum die Dinge tun. Ein paar Beispiele vertalen. Wenn ein kleines Kind hier steht, weil probt zu vertalen, weil der muss sich lernen, seine Zunge, ihre Zunge, recht zu brücken. En voor ons, wat we al geleerd hebben te vertalen, we breken dat ook maar uit. Dat komt vanzelf. We denken best over het woord en dat komt vanzelf over de tong. En dat we breken over lijn. Waar wil ik de R zijn, waar wil ik de S zijn, en zo verder. Er gaan. We willen we gaan van punt A tot punt B. En we gaan los. We grabbelen gleich een stop, nächsten stop, een stop, nächsten stop. Dat we immer maar een grabbelen, we muskel maar niet breken. Dat komt alle vanzelf. Waarom is het dit? Es ist nicht interessant, heute mal einfach über gedacht, warum würde es sein, dass die Verstand sich Dinge auswendig lernen hat. Und das ist so interessant, ich gebe mir hier ein klein bisschen Information ab. Und ich werde es weiter in Englisch lesen und dann laut am Plotitsch sein. Why do humans form habits? The brain conserves energy by shifting the responsibility of decision making from the prefrontal cortex, so dass sie fern beim Verstand, the conscious decision making part of the brain, to the basal ganglia, motor control like muscle movement, walking, and breathing, habit formation by automating the process of an action in order to conserve brain energy for more demanding tasks. So nu in Plotitsch. Waarom han Menschen Aunjewanheiten? De verstaan dat actually, wat dat als energy terughouden, en waarom dat dat, en waar dat dat. So, dat wanneer je eerst een Aunjewanheid hast, dan dat die Aunjewanheid dat denkt wat du was doen, en er steht dat die dat hier fermer verstand is, wat zich den prefrontal cortex nennt, oder dat wat du miterleben des. Das werden wir mal sein, wo die Decision ist merken des. Die Verstand ist, du denkst aktivamente über das Ding nur und du merkst, eine Decision ist. So von du nennt dort und der dort wieder drei im Verstand nennen, der basal ganglia, nennt sich dort. Ich gucke gerade da heute. In de basal ganglia, dat is dat part van je verstand wat du verzelfs dingen deed. So, motor control, zum Beispiel, die Muskeln bewegen, gehen, laufen, aber auch Aunjewanheiten. En die verzelfs, dat die verzelfs komen, term dat die verstand meer energie heeft, zum dingen doen, wat du nicht gewandt bist, oder dingen doen, wat du schwander sind. Zum Beispiel, hast dich irgendwo, ich hab ein Ding ab, ein Problem, was du lösen musst, und du kannst dir die Energie von dem Brain bringen. So, das, wo Gott es eingestellt hat mit uns Verstand. Interessant, nicht? Und, hier ist das Ding. Uns Verstand ist flexibel. In Englisch nennt einer Plasticity, glaube ich. Das meint so viel als, du kannst ihn frisch programmieren. Das meint nicht, wenn du nie eine Aunjewanheit hast, dann musst du dir immer wiederholen. Nee, du kannst dir aufgewandt. En die kosten een frische Aunjewanheid ongewan. So Aunjewanheiten kunnen beides fijn zijn, wat die worden beneficiar, oder schlecht zijn, wat die worden zum schlechten Dein in die Rof brengen. Een paar fijne Beispiele van een fijne Aunjewanheid would zijn exercisen, täglich abstehen, lesen, Dinge doen, wat die schön gehen, in wat die abbiegen. Dus zum Beispiel mit Menschen vertalen, wat
Wat ik fijne Aunjewanheiten aan, wo die opbühen is. So, dat zijn fijne Aunjewanheiten. Schlechte Aunjewanheiten, is te veel alcohol drinken, schmiegen, vliegen. En al zijn dingen wat die raufbrengt doen, te veel om Foon zetten, danach om Foon spelen en er steht schlupen. En ik moet zeggen, dat is een ding wo ik er nog met gestruggeld heb en ben ook nog struggling doe. En ik zou zeggen, determined ik wil het anderen, aber dus je alle weten, de Aunjewanheid auf te waren, schwierig, wirklich sehr schwierig für ihn ans verstand. Es so anprogrammiert, das was ich immer doe, und das was ich immer doe. Und ich habe da was nicht an, und da braucht man Energie, und dann fährt der Verstand zu gehen. Und das wird getroffen nicht. Und was du passiert ist, du musst das fertig genug tun, du musst nicht Verstand fertig genug sein, nee, du weißt das nicht tun, um dort in eine neue Aunjewanheit bühen ist. Hier ist ein Ding, was so wichtig ist. Wenn du die Prüfst, eine schlechte Aunjewanheit aufzuheben, merkst schon, dass du was eine feine Aunjewanheit nennen. Stell dir dazu vor, dein Verstand ist ein bisschen lohnt. Du grufst ein Loch. Du hast die schlechte Aunjewanheit drin, nu musst du das Loch fällen, wenn anders was die schlechte Aunjewanheit du waren ankommt. So fällt das Loch mit einer feinen Aunjewanheit. Zum Beispiel, wenn du Trouble hast mit Alkohol. Wenn du dir da aufgewandt hast, gewandt die an, 4, 5 oder even 6 Liter Wasser trinken am Tag. Was viel gesünder ist, du wirst die gesünder holen und länger am Leben holen. So, das ist ein Ding, was ich von dir will von vertellen. Ich habe ihn haftet wirklich gehalten. Ich muss sagen, ich bin lange nicht perfekt in das Ding. Und wenn ich so einen Podcast aus der Top stellen, ich kann es sein, wo soll ich mich verbessern muss. Da muss ich vielleicht fragen, sie hören, ich und David haben das 100% uitgefangen, was er muss, zu leben. Aber das ist verhebt nicht so. Und wir vertellen fertig davon, nicht über Podcasts, aber bezieht. Wir vertellen fertig davon, Mensch, wir vertellen von all diese Dinge, wo fern einer dem hat tun. Und wie kommt der selbst fertig nicht nur? Aber das ist, was das Leben für ein Schiste hat. Proben, und wahre Proben. Und ich gleich das chinesische Sprichwort sagen. Voll 7-mal zu ihr und stu 8-mal ab. Was das will sagen ist, du warst immer wieder raufvoll. Dein Leben ist ein bisschen rot und das will vielleicht mal geworden sein. Du sind feine Tiden und du sind schlechte Tiden. Das wird immer wieder rum. Was du wichtig ist, wenn du rauffällst, wenn du die Duel fällst, bleib du nicht. Stu wieder ab und go wieder. Und was dort tun in die, was die Aunjewanheit merken, und das ist eine feine Aunjewanheit, dass du warst, wenn du rauffällst, du warst das nicht so serious nehmen, und du warst leichter überkommen, und die waren leichter sein abstehen, und waren frisch werden, was ich gehen. Und das wird das Leben wirklich schön merkt. Das Leben wird immer Trouble sein, du wirst immer schlechte Aunjewanheiten sein, was sich wollen anschlägen in uns. Du weißt, was wir abhosten, was wir tun, mit wem wir taub sind, und wo wir sind. Ein wichtiges Ding hier, sieg die Freunde, was die wiederbringen im Leben. Vielleicht hast du nicht Freunde, was die drei holen, was die vielleicht umwerken in Partying tun, oder bedrängen, oder was immer, was schlechte Aunjewanheiten wollen sein. Prob mal, wird alle weg von den Freunden, in die neue Freunde sehen, was vertellen von, was immer das ist, was immer die interessiert, Business, von feine Aunjewanheiten. Und das ist interessant, was von großen Unterschied merkt, wenn du unter Freunde hast. Und das wollte ich vielleicht mal hier haben. Vertell mir, wer deine 5 beste Freunde sind, und ich werde sagen, wer du bist. Und das stimmt. Wenn ich mein Leben geschickt, wo ich mich benommen habe, und ich kann wirklich sein. Depende, was von den Freunden ich gehört habe, was von den Freunden ich habe, du noch habe ich mich auch abgestellt, du noch habe ich mich benommen. So, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist sehr leicht, wenn wir hostig einmal, da wir nicht paying attention, wir posten nicht ab, und dann rutsch wie war der drei, du nan. Und das, warum das so wichtig ist, never abzugeben. Fertig habe ich das Mindset, der Grabel, wie ich das denke. Weil ich das nicht kann, weil ich das nicht kann. Okay, ich habe mich nicht Kopf genommen. Das ist weg, weil ich Klock 5 abstunden und ich will zum Gym fahren. Montagsmorgens, ich denke, was du anwarst, hast einen Timer gestellt, schlafst bei Klock 7. Man, du fällst dich uitgesehen und du fällst dich schlecht. Hier ist doch, was ich denke, wenn du ihr Sport durch bist, wo du dich so schlecht fühlst, dann seid ihr dir selbst, ich will weiter proben und ich will weiter proben. So lange, bis ich das was kann. Wenn was passiert, wenn du sagst, ich kann nicht eine wenig, ich will abgeben. Dann merkst du die Aunjewanheit von abgeben. Dann, wenn immer ein frisches Ding abkommt, was ein bisschen wahr ist, wird dein Verstand automatisch sein,
Ich kann das nicht. Ich will abgeben. Was passiert, wenn du sagst, ich will weiterproben, dann merkst du die Ferne Aunjewanheit. Ich will das kennen. Wenn ich das von dir nicht kann, will ich das morgen kennen. Wenn ich von morgen weiter doelvoll, dann will ich eben morgen weiterproben. So lange, weil ich das was kennen. Und ich sage ehrlich in meinem Leben, dort Consistency ist key. So, im Plötzlich wollen das sein, Beständigkeit ist die Schlüssel. Ich bin so ein Mensch, der sehr mit Beständigkeit getrübbelt hat. Und ich trübbel du nu noch was Tiden mit. Wobei ich muss sagen, die paar Aunjewanheiten, die Fähne, die ich habe, haben mich sehr geholfen, dass ich ein beständiges Leben habe, ein beständiger Mensch sein. Und einige Menschen haben auch Trübbel mit das andere. Und das ist normal. Aber wenn du einen Trübbel hast mit das, soll das nicht eine Excuse sein, dass du das nicht kannst tun. Wenn ich habe das gekonnt und ich hatte einen großen Trübbel damit. So, never abgeben, immer fertig weg. Ich wünsche Ihnen alle eine sehr feine Weg. Sehen wir uns nächstes Mal.